Grüß euch und willkommen bei What the fuck ist Bayerisch? Wir haben ja in den vergangenen Episoden schon einiges über das Bayerische gelernt, beziehungsweise über die Varianten, die man in Österreich und Altbayern redet. Was wir aber immer noch nicht genau wissen ist, kann man jetzt das Bayerische als eigenständige Sprache bezeichnen oder nicht? Und genau dazu habe ich diesmal ein paar Sprachforscher und Linguisten befragt, damit wir mal herausfinden, was sind eigentlich die Kriterien, was ist die wissenschaftliche Definition von einer Sprache und was bezeichnet man dann als Dialekt. Ja, das ist natürlich eine ziemlich schwierige Frage, nicht? Weil man, also es ist einmal, glaube ich, sicher, das könnte man am Beginn, also vielleicht an Beginn der Ausführungen stellen, dass es keine ausreichende Möglichkeit gibt, also für die Sprachwissenschaft jetzt Sprache und Dialekt auseinanderzuhalten. Man fragt sich, was ist der Deckungsbereich? Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Ich kann von der Gegenwart ausgehen und dann sind eben alle abweichenden Idiome von der im gesamten deutschen Sprachraum geltenden Schriftsprache eben Dialekte. Das heißt, es gibt natürlich Kriterien, aber letztendlich ist ja das Verhältnis jetzt zwischen einem Dialekt und einer Sprache ein historisches, weil sozusagen diese Sprachen oder Standardvarietäten nicht ja letztendlich dann sehr oft, nicht wenn das jetzt nicht eine Koine-Lösung war, einfach so zustande gekommen sind, dass sich hier ein Dialekt, nicht, da gibt es so dieses schöne Angebot von der Französistik, nicht, die Definition, also une langue c'est un dialecte qui a eu la chance, nicht, also sozusagen ein Dialekt, der eine Chance gehabt hat. Daher ist historisch sozusagen ja irgendwann einmal sehr oft nicht eine regional oder sogar lokal, nicht wie das im Italienischen der Fall war, florentinisch, lokal eingeschränkte Varietät dann zu einer Standardsprache geworden. Natürlich sind das sehr viele Entwicklungsstufen, also zu unterscheiden und so weiter, aber das ist letztendlich eine Basis, die gelegt worden ist. Ja. Aber Sie können auf jeden Fall nur definieren, in Bezug auf etwas. Und wenn Sie rein synchron, das heißt in der Gegenwart definieren, dann können Sie sagen, Dialekt ist das, was von der Standardsprache am weitesten entfernt ist. Das heißt, was also bezüglich Sprachregeln die meisten Anwendungsregeln benötigt, um vom Dialekt zur Schriftsprache oder umgekehrt von der Schriftsprache ausgehend zum Dialekt zu kommen. Und jetzt gibt es eine Möglichkeit, also von der Sprachwissenschaft, naja, man kann also sozusagen die Nähe bzw. den Abstand von Systemen als Kriterium hernehmen. Das ist eine Möglichkeit, nicht? Also das hat etwa der Kollege Heinz Gloss also vorgeschlagen, nicht hier zu unterscheiden zwischen sogenannten Abstandssprachen und Ausbausprachen, wobei die Abstandssprachen eben so definiert sind, das sind also zwei Systeme, die so weit differieren, ja, also unterschiedlich sind, dass auch die Wahrnehmung als zwei Sprachen einmal da ist. Dann kann man natürlich, gibt es verschiedene Kriterien, das möchte ich jetzt nicht im Detail darstellen, weil das natürlich heißt, dass man verweben muss, was weiß ich, morphosyntaktische Dinge sozusagen, dann auch das phonologische System kann man sich anschauen. Das heißt, da gibt es auf den verschiedenen Ebenen des Sprachsystems sozusagen Möglichkeiten, also hier Nähe und also Abstand und Nähe sozusagen zu testen, nicht? Es ist aber auch so, dass man vielfach auch diese Form der sogenannten Umgangssprache mit hineinnimmt. Und dann ist natürlich eine derartige Klassifizierung ein bisschen schwierig.
Und dann kann man sagen, na gut, also dann ist auch die Frage des gegenseitigen Verständnisses, ne, reziproke Verständnis, also auch das ist ein Kriterium. So, da kann man sozusagen nach verschiedenen, das will ich jetzt im Detail nicht sagen, aber das ist sozusagen ich glaube, damit es so verständlich ist, glaube ich, ist das für die Sprachwissenschaft, wenn man jetzt rein sprachwissenschaftliche systemlinguistische Kriterien, da gibt es da natürlich verschiedene Möglichkeiten. Dann ist das sowas. Ne? Nur wenn man also sich die Geschichte anschaut, dann ist das ja letztendlich nur die Frage also sozusagen der historischen, sozialen, sehr oft sozioökonomischen Verhältnisse, welche Varietät sich dann in einer Auseinandersetzung der verschiedenen Varietäten in dieser Konkurrenz letztlich also durchsetzt. Und diese Varietät wird dann selbstverständlich, weil sie natürlich dann eine größere Reichweite bekommt, auch wird dann entsprechend ausgebaut. Also es gibt verschiedene Stufen des Ausbaus. Nein, würde ich nicht ganz zustimmen. Und zwar, ich kenne die Arbeit von Gloss eigentlich recht gut. Gloss ist sehr wichtig geworden bei dem Problem des sogenannten österreichischen Deutsch, das ganze österreichische Standarddeutsch. Und Gloss hat eigentlich eine Theorie, die an und für sich sehr richtig ist. Er hat als einer der ersten darauf hingewiesen, dass der Status einer Sprachform eigentlich weniger davon abhängt, wie diese Sprache strukturell ausschaut, sondern der Status ist von außersprachlichen Faktoren abhängig. Verkürzt gesagt, wenn Sprecherinnen und Sprecher wollen, dass diese Varietät, die sie sprechen, eine eigene Sprache ist oder wird, dann wird sie das. Beispiel Niederländisch. Niederländisch ist strukturell, historisch gesehen, auf Basis eines niederfränkischen Dialekts entstanden. Man könnte sagen, auf Basis eines deutschen Dialekts. Mit Vorsicht bitte, ja, sind auch andere Faktoren noch dazugekommen. Aber politisch gesehen haben die Menschen in diesem Raum irgendwann einmal in einem souveränen Staat leben wollen und haben auch entsprechend eine eigene Sprache haben wollen. Und so ist halt Holländisch heutzutage eigene Sprache, ist völlig in Ordnung. Bayerisch in dem Sinn kann man, glaube ich, da nicht so mit dem vergleichen. Bayerisch ist ein Dialekt des Deutschen und die Menschen, die Bayerisch sprechen, die wollen zu einem überwiegenden Maß nicht irgendwie politisch sich loslösen vom deutschen Sprachraum oder sozusagen in einem eigenen Staat leben, ernsthaft betrachtet. Und deshalb, glaube ich, ist es bei diesen Dialekten des Deutschen wie Bayerisch oder sagen wir, Hessisch oder so weiter nicht berechtigt, dass man jetzt dieses Modell von Gloster mit Abstand und Ausbau Sprache anwendet. Also diese A-B-Sprachen, das kommt also eigentlich aus der Diglossie-Forschung, nicht? Also das heißt also, dass man an und für sich man könnte das auch anders benennen, aber das ist, glaube ich, eine ganz gute Möglichkeit, um Diglossie zu erklären. Nicht? Das heißt, Diglossie im Verständnis davon Ferguson, aber auch dann sozusagen Fishman, nicht? Ist ja letztendlich ein Zusammentreffen, nicht? Also eine Koexistenz sozusagen von zwei Sprachen oder Varietäten, die unterschiedliche Funktionen, nämlich sozial und in der Kommunikation unterschiedliche Funktionen übernehmen.